Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen heute Macke-Simulator, glaube ich. Weil aus irgendeinem Grund sind unsere Scheibewischer einfach angegangen. Die waren doch voll nicht an. Ist das eine Macke oder was? So. Was habe ich denn hier eigentlich? Das Parkstellung. So. Wir spielen halt weiter. Und ihr Leid, guck mal da. Ja? Ich habe den Schaltknüppel gefunden. Jetzt, wenn man die Verschönerungsmaschine, wo ich gestern nicht geschnallt habe, was los ist. Ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht, was los ist. Ich weiß aber zumindest keine kompatiblen Verschönerungen. Okay, jetzt pass auf, pass auf. Also ich muss so trage, ne? So, und dann sah ich, pass auf, das da habe ich jetzt da hingemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, da, ja, da ist der Schalthebel, ne? So. Logbuch ansehen. Was ist denn Logbuch ansehen? 8-Ball-Schalthebel. Kosmetische Schalthebel mögen albern, bla 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 bla. So. Auswählen. Habe ich ausgewählt. Ah, ich komme schon wieder nicht mehr raus. So. Also, installiere eine Verschönerung mit der Verschönerungsmaschine. So, das machen wir jetzt halt mal. Jetzt müsste doch da keine... Wie funktioniert das? So, okay. Ja, installieren. Das war's. Slot räumen? Nee. Der Slot ist schon in Ordnung. Okay, alles klar. Und wenn ich jetzt da oben weitergehe... da kann ich dann die Gender-Flagge drauf machen. Ach, guck mal, jetzt sind die ja schön viel bunter wie gestern, oder? Gestern haben sie so kacke. So, ich hätte gern... Ja, die finde ich halt arg cool. Ja, ne? Nicht, dass mir jetzt irgendjemand aufs Dach steigt und sagt, du darfst nicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, hier, da, Pride. Ich schätze mal mit der Pride, also so generell, mache was nach Wolle. Ist alles in Ordnung? Sollte das sein, oder? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Fortschritt? Ja, wie Fortschritt? Wohin Fortschritt? Verstehe ich halt nicht. Ich verstehe so vieles nicht von der ganzen. Ich habe ja gestern festgestellt, dass ich nicht wirklich viel Ahnung habe. So, deswegen mache ich mal schöner Regenbogen aufs Auto. Einfach, weil ich es kann. So. Installieren. Und wo kann ich da jetzt nicht hingehen? Und kann sagen, ich hätte gerne den Slot gewählt. Okay. Slot räumen. Jetzt wieder weg. Aber ich kann... Es ist einfach nur außen. Oh, komm, ich mach mal die jetzt... So, zack, fertig. So. Jetzt zeige ich mal her. Huch. Ah, da ist er. Hallo. Yes, ist nicht mehr Auto. Ist ziemlich mal Arsch, ne? Ich sollte mal Auto reparieren. Und Ersatzreif. Ja, mir kann ja gestern, Holla. Wir haben ja gestern... Yes, guckt euch das an. Repariere das Auto. Ich brauche Verschrotter, habe ich genug. Reparaturkit könnte man wirklich gebrauchen. Ich habe eigentlich alles. Schau beim hilfreichen Müllcontainer vorbei. Habe ich das schon gemacht. Repariere das Auto. Okay, kein Problem. Geh mal hin. Hoppala. Sorry, bin hier ein bisschen am Hupse. Boing. Energie habe ich noch genug. Ich baue mir erstmal neue Autoreif, ne? Weil das kann halt ziemlich geil werden. Der Autoreif müsse gebaut werden. Wie baue ich die? Hier, glaube ich, oder? So, guck mal her. So, jetzt pass auf. Komm, gehen wir gleich lieber zu der Reife. Offroad-Reife. Alter, was ein schweres Wort. Scheiße, kann ich nur 2 bauen, weil ich nicht genug Gummi habe, oder wie? Macht aber nix, weil pass auf. Ich habe eine gute Idee. Also ich stelle jetzt mal her, ne? So, 1, 2. Jetzt habe ich nämlich genug Gummi. Aber... Ja. Wo sind das krasse Teile? Jetzt pass auf, Obacht. Ich habe nämlich gerade eine gute Idee gekriegt. Also die da... Moment. Gehen wir doch hier. Die schraube ich mal jetzt halt ab. So. Und... lege den da hier. Und dann mache ich mal den da dran. Krass. So. Mach mal die andere Reif gleich ab, oder? Sag mal, brauche ich eigentlich keinen Wahrheber oder irgendwie sowas? Nein, ne? Okay. So.
Sommerreifen in der Hand. Ersatzreifen, das war so wacht. Denn eine Ersatzreife, den schmeiße ich jetzt da hin. Mal her. Kann ich ihn einfach hinschmeißen? Bumm. Nee. Wäre zu schön gewesen, mein Gott. Okay. So, guck. Hin bitte. Dudo, hin do. So, jetzt gucken wir. Weil du müsstest schon jetzt halt. Ja, ich kriege halt ein bisschen Gummi raus, ne? Aber es ist nicht genug. Ich habe gehofft, dass ich jetzt deutlich mehr Gummi rauskriege. So, pass auf. So. War geschräubt. Das ist auch Sommerreife. So. Mal her. Zack. Wie viel brauche ich noch für Offroad-Reife? Da sind wir. Offroad-Reifen. Yes, nee. Ich brauche noch einen Haufen Gummi. Wo kriege ich denn so viel Gummi her? Keine Ahnung. Also das war Sommerreife. Dann mache ich halt vorne wieder Sommerreife drauf. Und das ist Sommerreife. Gut. Der ist noch ziemlich gut. Der ist noch nicht mehr so gut, aber okay. So. Machen wir den halt wieder dran. Ich weiß gar nicht, habe ich Heckantrieb oder Frontantrieb? Wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Damit ich weiß, wo ich die gute Reife drauf machen soll. So, der hat gesagt, ich soll an den Mülleimer vorbei. Gucke, da, hier. Hast du wieder was Neues für mich? Nö. Aber ich gehe schon zu viel. So, aber jetzt tun wir einfach da ein bisschen abbauen und dann kriege ich da ja wieder Gummi, ne? Das ist schon mal. Kann man ja jede da abbauen. So. Hier. Jetzt lassen wir gerade einfach alles leihen und gehe dann den neuen Staubsauger hin, saug alles in. So. Ja, der ist noch voll gut, der Sommerreif. Hätte ich besser abgeschräubt. Kann ich den noch abschräuben? Einfach. Nö, ich muss da eine Clay häckseln. Hoppala. Komm her. Ja, also wacht. Du kommst ab. Du kommst ab. Du kommst ab. Und dann nehmen wir den Staubsauger und saugen einfach alles in. Ja. Ja. Ja, voll geil. Wie konnte ich nur ohne das Ding leben? Wie konnte ich nur ohne den Staubsauger leben? Komm her. Ey, so schön. So schön. Ah ja, guck mal da. Die kann man auch noch mitnehmen. Nehmen wir einfach alles mit. Hey, das Auto ist so genau deswegen ist es so da, dass wir immer ein paar Teile haben, die man dann ausschlachten kann. Aber so was da sind als auch noch so Computerteile und so. Ich weiß noch nicht genau, für was ich die brauche, aber ich nehme die mit. Oh. Naja, dann halt nicht. Mal her. Warte mal, haben wir nicht noch ein zweiter dabei? Nee, aber im Schrank habe ich den nicht, glaube ich. Zweite. Nicht? Dachte ich hätte noch dabei gehabt. Ah, warte mal. Neu ordnen. So. So. Cookie. Cookie Kentucky. Was ist denn das da oben eigentlich? Ich habe kompletter Ersatzreif drin. Ja, aber Ersatzreif ist scheiße. Guck mal her. So. Ersatzreif ist kacke. Die schmeißen wir gleich weg. Also Ersatzreif ist halt noch schlechter als Sommerreif. Von daher. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Hoppala. Der hat nicht hingepasst. Wo habe ich dann den zweite Zerhäcksler? Wo ist denn da drin? Ja. Da ist er. Na ja, du. Lieber mit dir. So. Wunderbar. So vor. Ja, komm, scheiß drauf. So, jetzt Zerhäcksler. Wir waren noch nicht fertig hier mit dem Zerhäcksler. Ja, das Ding heißt Verschrotter. Ist mir doch egal, wie es heißt. Bei mir heißt das Ding Zerhäcksler und gut ist. So, du auch. Und jetzt schön Insaugi. Hey, geil. Wichtiges Gerät, hey, ohne Scheiß jetzt. So. So. Dann würde ich sagen, ihr Leid, das halt gibt jetzt wieder Knottelfolsch, ne? Also wo ich jetzt nur noch baue, ich gehe da noch nother ein bisschen hin. Und guck mal, was ich schon noch Neues freischalten kann. Aber grundsätzlich gibt es jetzt erst einmal Knottelfolsch. So, jetzt mal so wacht. Ich hätte gern die Mackemaschine und zwar
Nicht Scheinwerfer. Wie heißt das? Scheibewerfer. Scheibewischer. So rum. Scheibewerfer. Scheibewerfer. Scheiße. Scheibenwischer. Mann, Scheibenwischer schaltet sich ein. Das ist aber hier. Schaltet sich ein. Bleibt aus. So, der schaltet sich ein. Und jetzt hier. SS. Super. Welches Problem liegt vor? Und dann... Was kann ich jetzt wählen? Schalthebel. Nee, Scheibewischer. Schaltet sich ein oder aus. Was... Fehlerprofil, Diagnose erforderlich. Was, uff. So ganz habe ich es noch nicht geschnallt. Also pass auf, ich denke, dass es so funktioniert, dass das links das Problem beschreibt. Scheibewischer schaltet sich ein. Und rechts, was man dagegen machen kann. Eine Scheibewischer. Ausschalte. Kostet das irgendwas? Diagnose speichern. Falsch geraten. 1 von 4 ist korrekt. Okay. Nee, das, keine Ahnung, der ist halt einfach A-Gang und ich weiß ja jetzt nicht warum und so, ist schon in Ordnung. Das lassen wir jetzt erst mal, bevor ich noch irgendwie Scheiße baue. Naja, komm her. So. Stattdessen baue ich mal lieber ein bisschen mein Auto besser zusammen, weil das hängt schon wieder da wie Schiebe 7 in der Kurve. So, das ist der Sommerreif. Den nehme ich und stecke ihn da in den Spind. Da wo der andere Reif drin war. Da hier bitte. So. Du, da hin. Genau. Und der andere Scheiß mache ich jetzt auch da hin. So. Guck mal, ich habe 20 Flares. Ich schmeiße mal da hin. So. Dann machen wir heute schön die Knottel und Baufolsch. Und wir bauen und knotteln jetzt erst einmal. Ich kann schon wieder keine Chemikalie herstellen. Komm, ich helfe mir das mal an die Checklist. So. Reparaturkit. Kann ich auch noch dann erhöhen, sowas. Ja, Vergasermotor will ich jetzt halt noch nicht haben. Ich bräuchte halt noch mehr, opala, mehr Gummi. Ah, ich kann mir noch, ich kann mir noch 2 Reifen bauen. Ne? Einer kann ich mal noch bauen. Weiß nicht. Los mal erst mal, ne? Also, ich habe 16, 12 brauche ich. 2 habe ich am Auto dran. Das ist die 2 da hinten dran. Okay. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt erst mal, bis ich genug Gummi habe, noch ein Reif zu bauen, dass ich dann auch wirklich 4 Offroad-Reif habe. So, wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir noch ein bisschen im Logbuch noch, was es so Neues gibt. Was ist denn das da zum Beispiel? Irgendwas war da. Die Mackenmaschine. Man soll nicht an Dingen herumschrauben, die nicht kaputt sind. Aber wenn etwas nicht funktioniert oder sich merkwürdig verhält, hilft dieses Gerät dir zu verstehen, was das Problem ist. Ja, das ist eine gute Erklärung, was eine grundsätzliche Mackenmaschine ist, aber nicht, wie sie funktioniert. Danke. Dann hätten wir noch die Verschönerungsmaschine. An dieser Verschönerungsstation kannst du Verschönerung für dein Fahrzeug aufbewahren und installieren. Gut, danke. Haben wir wieder was gelernt. Super. Da oben haben wir noch Werkzeuge. Handstaubsauger, guck mal da. Die Funktionsweise dieses Geräts beruht zum Großteil auf den Grundprinzipien eines Haushaltsstaubsaugers. Sämtliche Sicherheitsanforderungen wurden jedoch ignoriert. Dieses Gerät ermöglicht das schnelle Aufsammeln von fast, wo waren wir dann? Allen festen oder halbfesten Substanzen. Es wird versuchen, alles aufzusaugen, was klein ist und auf das es gerichtet wird. Das ist so super. Wie gesagt, das ist bisher noch mein Lieblingswerkzeug. Ohne Scheiß. Das Ding ist einfach super. So. Bleiplättchen. Zu schwer für die meisten praktischen Anwendungen, zu weich, um als Panzerung zu dienen. Zu giftig für die Verwendung durch Laien. Doch Blei hat geheime Superkräfte. Es bietet ausgezeichneten Schutz gegen Strahlung. Oh, Thermosaftkristall, genau, das haben wir gesehen. Diese künstlich gezüchteten kristalline Substanz, das ist die Untersubstanz einer Substanz, weist eine außerordentliche Toleranz gegenüber extremen Temperaturen und langwieriger Belastung auf. Die mechanischen Anwendungsmöglichkeiten sind schier endlos. So, dann haben wir neues Wetter haben wir nicht gefunden. Wir haben Stabilität gefunden und Nebel und jetzt gestern war ja stabiler Nebel. Wahnsinn. Ah, der Doseöffner, stimmt, da haben wir nicht gelesen. So, Fragment einer Übertragung. Ursprung unbekannt, Datum unbekannt. Kann uns irgendjemand hören? Hoppala, sorry, ich bin auf den falschen Knopf gekommen.
Und dann machen wir halt den Steinschlag und jetzt gleich noch die Dose öffnen. Moment, Steinschlag. Abschrift einer Nachricht auf einem Anrufbeantworter, Ursprung unbekannt, 12. Februar 66. Hallo Chef, ich arbeite hier draußen mit Mera und Tobias von der Wartung und habe leider schlechte Nachrichten über unsere Ausrüstung. Wir hatten ein paar Probleme hier und ich glaube nicht, dass wir die so schnell wieder zurückbekommen werden. Tut mir leid, ist ein wirklich mieser Start für meinen ersten Höhlenforschungsjob. Was, wir hatten ein paar Probleme hier? Achso, die haben Probleme, die Ausrüstung zurückzukriegen und nicht die Probleme zurückzukriegen. Ruf mich an, wenn du das hörst. Oder noch besser, du kommst einfach her und überzeugst dich selbst. Unsere Werkzeuge, unsere Schilder, unsere Lichter, sie alle sind sozusagen auf der Flucht. Ja, wirklich. Ich meine das ernst. Ich meine es todernst. Das solltest du dir ansehen. Weißt du noch, wie du mir sagtest, wir wären normale Menschen, die an einem sehr unnormalen Ort arbeiten? Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, da fliehen halt Steine, ne? So, sorry, seismische Gewitter, was war das? Der Doseöffner, gell? So. Kann uns irgendjemand hören? Wir sind noch immer in der Hütte. Eins dieser Viecher zerwühlt draußen den Boden und will einfach nicht aufhören. Er ist durch Baxter hindurchgeschossen wie eine Sense durch Gras. Als wäre er gar nicht da gewesen. Oh Gott. Zentrale, bitte kommen, könnt ihr uns hören? Hört gut zu. Sie sind ausgebrochen. Die Anomalien sind ausgebrochen. Sie sind geflohen. Sie sind alle geflohen. Ah, super. So, was haben wir dann hier? Ah, Abschlepp war. Ach ja, stimmt. Fragment einer Übertragung. Ob wir ein Problem mit dem Auto haben? Was denn sonst? Brauchen Sie eine Zusammenfassung? Eins dieser schwebenden Viecher hat unsere Türen gestohlen. Dann hat eines dieser hüpfenden Dinger unsere Batterie geleert. So ein Stachelding hat unsere Reifen ruiniert. Danach wurden wir in eine Baumkrone gezogen von so einem... Sie wissen schon. Eines dieser anderen Dinger. Also ja, wir haben ein Problem mit dem Auto. Tun Sie nicht so überrascht. Sind wir denn die Ersten, die hier draußen Autoprobleme haben? Dachten Sie, Sie wären zum Spaß hier, dass wir Ihnen einfach so einen Abschleppwagen gegeben hätten? Wissen Sie was? Sie sind echt nicht der Hellste. Und ich? Was? Ein anderer Auftrag? Aber wir haben doch zuerst angerufen. Ja, okay. Das war's dann. Guck mal, da gibt's noch ein paar Sprachnachrichten. Die tun wir jetzt einfach... Also, any the phone. So, die tun wir uns jetzt auch hier. Während wir jetzt da ein bisschen rumlaufen. Driver, not to be a downer or nothing, but I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. They got themselves over the wall. They'll find a way to survive here like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Look, hey, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know? You, for example, Oppie, you're brilliant. You controlled fundamental forces of nature with your fingertips. Both of you did. So. Was machen wir da neben hin? Einfach so halt. Zack. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. Well, I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. I just don't understand why you're wasting away here, burrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Geht das Lava-Ding nicht weiter? Wenn ich im Menü bin, das habe ich meine, ja, das habe ich halt letztens schon gemerkt, ja. Aber, hätte ja keinen Sinn, das ist jetzt, die haben es immerhin so gefixt, dass es ein bisschen weitergeht. Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. What I did. Look around. We're stuck here. For good. All we can do is survive. Everything else is moot. I forgot what a charmer you are, Oppie. An absolute living ray of sunshine and optimism. So, dann würde ich nämlich einfach mal sagen, wir nehmen diese Tür. Warte mal. Mache die ab. Also die noch fetze weiter. Und mache die dort dran. Also primitive Platte. Das ist mal eine dumme Idee. Okay. Dann nehmen wir mal diese Platte und machen sie dort dran. Super. Habe ich Anstrein hingekriegt hier. So, ja. So. Und dann nehmen wir mal diese Tür und machen sie wieder dort dran. So. Ah, versehe, tut mir leid.
Ja, wir haben kein Reparaturkit-Gedönse. Das ist unser Problem gerade, weil du brauchst mal Chemikalien. Chemikalien habe ich nicht. Wir gucken uns mal da noch ein bisschen um. Wir haben noch ein bisschen 0,7 Kilo IM-Gedönse Energie. Da können wir ein bisschen was können wir schon bauen, ne? Ist doch zum Beispiel. Was ist das? Eine Ausrüstungsmaschine. Selbst etwas zu gönnen. Ausrüstungsmaschine. Ich weiß nicht, was das ist. Oder so Rucksack drauf. Ich schätze mal, dass es irgendwie... keine Ahnung. Größerer Spind brauchen wir erst einmal nicht. Auch das hier, keine Ahnung. Materie Regenerator. Ausflüge im Sperrgebiet Autoteile. Moment, wo kann ich denn dann den bauen? Unterwegs oder was? Verbessert die Antennen. Ja, komm, wir gehen mal weiter. Mal gucken, was es schon noch gibt. Glühbirne. Ja. Guck mal, das kostet sau wenig Energie. Das würde ich sagen, das nehmen wir. Und damit kann ich dann anderen Scheiß freischalten. Aber erstmal gucken, was wir... So, Reparaturkit. Das können wir bauen. Gibt es so vielleicht irgendwo verbessertes Reparaturkit oder so? Schweißbrenner. Mit dem Dellen und kleinere Schäden an Metallteilen repariert werden können. Weiß nicht. Ersatzglühbirnen-Kit. Anstaubsauger. Befreier. Mit seinen kleinen Sprengladungen kann man aber trotzdem einzelne Autokomponenten sauber und sorgfältig heraustrennen. Ach, das ist, du kannst also an einem fremden Auto, anstatt alles Glät zu häckseln, du kannst es nicht einfach abschrauben wie in unserem, kannst du dann damit einfach rauskriegen oder so. Das wäre natürlich schon richtig geil, ne? Was ist das da? Ankerradar. Die man leicht identifizieren kann, wenn man ein richtiges Gerät hat. Das ist das Gerät, ja, aber ich sehe doch, wo der Anker ist. Also, da wird doch angezeigt auf der Karte. Wird vielleicht für später irgendwie wichtig. Das ist jetzt halt nicht das, was ich erhofft habe, so. Primitiver Scheinwerfer und du kannst schon eine Scheinwerfer bauen. Was ist das? Wiederverwendbare Fackel? Das ist eine Taschenlampe. Dies ist keinesfalls die beste Taschenlampe, die die Welt je gesehen hat. Sie erfüllt nicht einmal die simpelsten Sicherheitsanforderungen. Sie ist sogar eine Gefahr für deine Augenbrauen. Zumindest funktioniert sie aber. Und seitliche Flutlichter. Was wollte man vorhin bauen? Du hattest irgendwas seitliches Gedönse gibt. Ich würde halt sagen, ihr Leid, bevor man zuallererst mal, ne, bevor man irgendwie am Auto irgendwie was verbessere, es schneller mache oder was weiß ich was, gucke mal, dass das Ding einfach mehr aushalten tut. Weil im Moment, wir haben halt primitive Platte überall. So wie ich habe auf dem Kopf eine primitive Platte. Aber hier jetzt mit einer Stoßstange aus Stahl. Wissen die Stoßstange aus Stahl? Wissen diese blöde Alliterationskacke da nehmen? Stoßstange aus Stahl. Mein lieber Mann, das ist keine gute Wortkombo für Pelzer. Stoßstange aus Stahl. Eine Stahltür, Stahlplatte, Stoßstange aus Stahl. Was haben wir im Moment? Ja, der Zustand im Moment ist 30 oder 45 und die haben dann alle so 40 oder 50, ja. Er ist nicht was. Ja, gucken wir dann trotzdem erstmal weiter. Das sind die Räf, da sind wir erstmal durch. Und das war ein seitliches Gestell, wo ich Ausrüstungsgegenstand hinmachen kann. Das wird mir halt Platz sparen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt vor, erstmal ein bisschen auf seitlicher Stauraum. Mehr Kofferraumgedönse. Auch das hier, ne? Ja, das Problem war nicht unbedingt der Stauraum, sondern unser Auto war irgendwann im Arsch. Zustand 200. Ach, das ist schon wieder seitlicher Stauraum? Laber doch nicht. Seitlicher Benzintank. Großer Benzinkanister. So, das war irgendwie noch ein falsches Ding drauf. Da passt jetzt 20 Liter drin statt C. Okay, alles klar. Das haben wir, glaube ich, schon. Ja, das Weiße haben wir auf alle Fälle schon. So, jetzt kennen wir. Also, wenn wir das benutzen, kriegen wir 30 Kilowatt auf die Batterie zurück. Alles klar. So kriegen wir 0,5. Wenn man durch Blitze durchfahrt. Pro Blitzladung. Das könnte nicht so schlecht sein. Und das ist halt. Aber das ist halt ein eigenes Gerät. Ich schätze mal, dass das irgendwie eingebaut wird, oben drauf oder so, weißt du?
Zumal es do nicht weitergeht, ne? Do geht's schon noch weiter. Was kommt denn hier? Da kommt eine größere Batterie. Ja, das ist, da müssen wir das doch sowieso bauen, das ist klar, ne? Und es braucht 0,5 Klim. Mal gucken, was es schon noch gibt. Was ist das? Impulsemitter. Erschwert es vielen organischen oder elektroorganischen Wesen, sich an dem Auto festzukrallen und beschädigen. Das ist eine Fähigkeit. Das ist ein gutes Ding. Aber du brauchst so viel Energie davor. Können wir uns erstmal noch nicht machen. Ansonsten hier ein neuer Motor. Wie gesagt, ey, ist im Moment alles noch in Ordnung. Lassen wir noch, wie es ist. Ich will erst mal... Dann gehen wir halt jetzt erst mal wirklich auf Verteidigung. Dass wir uns sowas Gescheites bauen können. Stoßstangen und eine Stahltür. Ich würde auf Stahlplatte. Also Stahltür oder Stahlplatte. Schutz vor Kollision 10%. Ich weiß nicht. Also die Stoßstange würde ich halt ganz am Schluss. Ja, damit rammen wir eigentlich viel. Ach, das ist alles so schwer hier. Mann. Ach, ich mag hier so Bäume. Einfach Scheinwerfer. Wir müssen irgendwie... Ist doch scheißegal, was wir bauen. Kostet das alles dasselbe? Ja, dann fangen wir einfach oben an. Fertig. Geht's da oben weiter? Gepanzerte Stoßstange. Olympium-Stoßstange. Okay. So geht's an die Stoßstange weiter. So geht's dann an Tiere weiter. An der Platte von der Rotflischel oder wie das heißt. So geht's an die Tiere weiter. Ich mache die Stoßstange, weil ich halt fahre wie es Sau. Fehler, fehle Materialien. Erfordert Stahlblech. Ich hab doch Stahlblech. Ach so, das kann ich noch nicht bauen. Ah, siehst du? Hat sich das auch erledigt. Moment, ich muss niesen. So, da bin ich wieder. Das können wir noch gar nicht bauen. Das heißt, ich muss auf das da drauf. Weil nur damit ich die Glühbirne bauen kann ich die Stahlblech bauen. Und erst dann kann ich da weitermachen. Das macht's relativ einfach, wie wir weitermachen. Hier, zack. Alles klar, jetzt wissen wir, wie man Glühbirne machen soll. Lazy Lace. So, haben wir gelernt, wie man Glühbirne macht. Geil. Jetzt haben wir noch 0,5 Energie. Und gucken, ob man noch was bauen kann. Stahlblech braucht 0,2. Machen wir das auch gleich. Breites, flaches Stück aus einem allseits bekannten, starken, leichten und robusten Metall. Ideal zur Konstruktion von Plattentüren und anderen Karosserieteilen. Hiermit. Okay, das scheint... Ah ne, das ist auch Bauplan. Baupläne sind die Kleine. So, jetzt haben wir immer noch 0,3. Das heißt, wir können noch mal gucken, ob wir noch so ein Ding bauen können. Jawohl, Leiterplatte. Eine halb bestückte Leiterplatte, mit der Prototypen neuer Layouts getestet werden können. Das ähnelt zwar einem Frühstücksbrettchen, sollte aber keinesfalls als solches oder mit anderen kulinarischen Utensilien verwendet werden. Neuer Layouts? Das ist seltsam. Was kommt denn noch? Carbonglasfaser? Und dann können wir einen Chip bauen. Okay. Ah, komm, was wollen wir mit 0? Wir haben noch 0,3 haben wir noch, ne? Und das kostet 0,4. Sicher können wir schon nicht mehr bauen. Egal. Moment, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann gehen wir noch die Logbuch gleich durch. Wir haben ja ein paar neue Sachen gekriegt. Hier. Irgendwo. Hallo? Da. Verfeinern. Glühbirne. Das Glasgehäuse umschließt einen Wolframfaden in einer Edelgasatmosphäre. Wahnsinn, du hast gerade Glühbirnen beschrieben. Derartige Glühbirnen sind dermaßen ineffizient, dass sie mehr Hitze als Licht produzieren. Das stimmt. Eine Stahlblech haben wir uns gemacht. So, jetzt gucken wir mal. Ah, ich komme ja hier. Das Krasse ist, wenn du da in so einem aufgeklappten Ding bist, du kommst mit dem B-Knopf nicht raus. Oh. Nee. Du kommst mit dem B-Knopf nicht raus. Ich habe gerade gedacht, du kommst raus und dann den links drückst. Ja, das ist my workaround. Du kommst raus und dann den links drückst, was bedeutet, du bist in einem anderen Tab. So kommst du raus. Ist halt ein bisschen dumm. So, jetzt scheißegal, ob das dumm ist. Ich glaube, Metall haben wir genug. Dann müsste man ja theoretisch... Primitive Tür will ich nicht. Primitive Platte. Ja, doch. Müsste ich eigentlich alles selber bauen, weil ich habe keine Reparier-Dingsbums da, weißt du? Es ist halt mal Kacke. Installiert. Primitive Platte. Ja, ich glaube. Mal gucken. Stoßstange, vorne und hinten, die sind beide Kacke. Kennt man in die Baue. Türe. Irgendeine Tür, die komplett im Arsch ist? Nee. Die
Stoßstange, die Anti. Ich kann sie halt nicht reparieren. Deswegen baue ich mir jetzt einfach Annie und babse dann dran. Da kann ich halt... Ne? Reparaturkit kann ich mal halt nicht bauen. Und was das ist, weiß ich halt nicht. Für was brauche ich das? Das habe ich doch eigentlich gebraucht, um so auf den Reif drauf zu kloppen, damit der glaube ich, nicht mehr wackelt oder irgendwie sowas. Das könnte ich mal noch bauen. Das ist, ja stimmt, der Abdichtkit kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So. Ja, die Blattleiter jetzt so, die Ding. Weil, wir haben ja eine kaputte Scheibe, ne? Komm mal her. Gehen wir zu. Also hinten war es auf alle Fälle kaputt. Rissig. Reparieren, Abdichtkit. So, siehst du. Wie war's das? Ne, war's noch nicht. Puff. So, jetzt ist die wieder ganz. Das ist schon mal gut. Haben wir schon noch irgendwo kaputte Tiere? Nee. Nee, haben wir nicht. Oh ja, stimmt. Was kann man dann da alles bauen? Vergasermotor. Muss man den Adern reparieren? Eieieiei. So, die Stoßstange da, die kommt ab. Gut, mal leid. So, super, jetzt habe ich mal sofort die Fies geschmissen, jetzt komme ich nicht drüber. Bin ich natürlich blau gehabt. Mal her. Ab. Dann bauen wir die da wieder dran. Ungefähr so. So, siehst du jetzt. Mehr Licht. Ich hoffe, dass wir irgendwann das Nummernschild ändern können. Aber komm, die schmeiße ich dann hin und gut ist. Shit on it. Hoffende Wetter. Zack. Und Tito ist halt auch schon ziemlich fertig. Nehme ich einfach an und schmeiße dann hin. So. Hey, was soll ich damit machen, welche? Ich bin halt wenigstens noch ein bisschen Zeug. Plastik und Klebeband. Oh, das ist halt nicht das, was ich brauche. Ich brauche halt Chemikalien. So. Ihr Leid. Guck mal da, dann sind wir ja heute grundsätzlich fertig. Ja, ich kann halt am Auto nicht wirklich viel machen. Weil mir Chemikalien fehlen. Ich brauche dringend Chemikalien. Ich weiß nicht, wo ich sie herkriege. Ah, rechts die Dir und das Licht noch. Moment. Scheinwerfer ist halt ziemlich im Arsch, ne? Kann ich da mit dem Scheinwerfer-Kit nicht irgendwie was machen? Ich habe so Scheinwerfer-Kit irgendwo. So ohne das da. Weiß nicht, komm, wir gucken mal. Dann würde ich nämlich... Aber... Ist nicht die Glühbirnen kaputt, sondern der Scheinwerfer selbst ist so kaputt, weißt du? Oh. Magst du das haben? Na, magst du das haben? Nee, mag er nicht. Primitiver Scheinwerfer? Scheinwerfer. Ja. Dumm gelaufen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit der Lampe da mache. Machen wir so in der Spind, ne? Und dich da dazu und dich da und du. Nee. Nee, hey, hallo? Hallo? Eigentlich wollte ich das da nicht machen. Ey, sag mal, ich bin doch da drauf. Willst du mich verarschen, Spiel? Echt jetzt? Hopp, komm her. Nimm, schmeiß weg. Und saug's einfach. Hab ich schon wieder da drin. Ey, ich will das einfach loswerden, ihr Leid, weißt du? Ich will die Scheiße einfach los. Ah, jetzt habe ich es wenigstens da drin. Okay, das ist doch immerhin schon mal besser. Ich weiß jetzt auch nicht, was das aber für eine Kacke da war. So, du gehst jetzt da rüber. So, hier haben wir Stahlblech. Da haben wir schon vorher gehabt, ne? Haben wir ja gefunden. Wir haben Chemikalien. Kann man irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, die Folge ist eh schon zu lang. Ihr Leid, deshalb war mir schöne Bastelfolge. Dann würde ich sagen... Ach, guck mal, was ein schönes Fleckchen das machen. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid... Wir sehen uns morgen wieder. Morgen machen wir dann wieder eine Tour. Und diesmal eine Story-Tour mit unserem kaputten Auto. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wird wahrscheinlich nichts wäre. Gehe ich mal stark davon aus. Aber das sehen wir dann morgen. Hopp. Dann sehen wir das morgen. Und tschüss. Miau.